Ich mache dann mit dir das, was der Gabo immer gemacht hat, dann tun wir ein bisschen crashen. Ich tue einfach im Sepp helfen. Ich will, dass der Sepp da seinen 50 WM-Titel hält. Ein Ferrari. Dass er es immerhin virtuell schafft. Oh nein, ich bin überrundet. Oh nein, Hamilton wird Weltmeister. Oh nein. Howdy fellas and welcome to the Austin Grand Prix. 4 Rennen vor Schluss. Wir befinden uns eben wie gesagt in Austin, Kota, Texas. Ich habe keine Ahnung, was uns heute erwarten wird. Das ist das letzte Rennen, bevor wir schnell noch eine Woche Pause machen, bevor wir dann in die letzten Tripleheader reingehen. Championship-wise, Vettel führt nach Suzuka jetzt ein bisschen komfortabler. Der Luis und meine Wenigkeit folgen ihm. Der Dömer hat ja schon gesagt, wenn er heute aus der Contention rausgeht, ist er der klare Number 2 Wingman-Driver. Wenn wir schauen, ob das der im Tripleheader eintritt. Ich wollte bei Ferrari bleiben. Ja. Binotto hat gesagt, nein, das war der Arriva Bene, glaube ich, so. Der Arriva Bene hat gesagt, ich muss dem Sepp helfen, dann. Sonst verliere ich den Sitz. Genau, er verliert den Sitz. Weil wir ja sowieso im 19. weiterfahren werden im Coop. Anyway, wir gehen jetzt mal ins Rennwochenende rein und schauen mal, wie sich das hier in Kota anfühlen wird. Let's go! Nein, sag mir bitte nicht, dass wir das ganze Qualifying doch Regen werden haben. 15 Minuten Regen. Nein! Das reicht vielleicht für einen Shot. Oh mein Gott. Und in dem Sinne kommen wir zurück zum Qualifying von Circuit of the Americas in Austin. Ihr habt es schon gesehen, der Regen ist predicted. Leichter Regen, 15 Minuten bis in die Session rein. Vielleicht reicht es am Ende für einen trockenen Satz. Das Fazit aus dem Training. Ich würde mal sagen, wir sind ziemlich nah beieinander. Es war echt eng beieinander, auch vorher noch bei trockenen Bedingungen. Darum keine Ahnung, wie es jetzt hier im Regen laufen wird. Wir werden ja beide mit einem trockenen Setup fahren, weil ja das Rennen auch trocken ist. Da bin ich gespannt. Also der Sepp ist gerade in der Form von seinem Leben. Das dürfen wir, glaube ich, schon so virtuell, ja. ansagen. Ja, genau. Das dürfen wir so ankündigen. Jetzt 2016 oder so, auch mal so gepisst hier in Texas, wo sie hure geschwommen sind im Training, glaube ich. Oder Qualifying. Entweder ist es 16 oder 15 gewesen. Ja, ich weiß nur noch. Ich glaube später dann noch einmal. Also ich weiß nur noch, sie sind hure geschwommen und der Verstappen ist, glaube ich, sogar abgeflogen dort, ja, in der SS. Der Giovanazzi, der mal so einen Opportunity bekommen hat von Haas zum Fahren in einem Training und dann nachher ist er, glaube ich, rausgefahren und gerade in die Band rein. Okay, Gio. Good luck, have fun. Ja, crasht. Ja, ich glaube, es wäre noch darum gegangen, wäre eben der Satz von Nick. Dann haben sie aber mit dem Hülkenberg schon die beste Option gewählt. P2. 3 Zettel in dem Hamilton. Nein! Oh mein Gott, jetzt hat er bei mir wieder Tintas drauf gehauen. Hä? Wieso habe ich Tintas drauf, aber ich kann nicht wechseln? Okay. Let's go!
Ja, du wirst Pole holen. Nein, ich will Pole nicht holen. Ich kann so Mühe mit anbremsen. Mal, du hast ja. Ah lol, what the fuck? Ey, ich hab Turn 1, bin ich so weit rausgeslidet und han ich bin so gerutscht, ich hatte keine Chance mit dem Auto. Vom Sektor 3, wenn es so nass ist und mit Trockenreifen, ja, mit Trockenrädern fahrst, das ist unmöglich gewesen zum Anbremsen teilweise. Ich sag, das bin immer reingeslidet. Ich habe mich aber übelst verbremst zweimal und du bist der Letzte auf der Strecke, also hast den besten Grip gehabt. Also es ist für mich klar gewesen, dass du Erster sein wirst. So, wo ist der Hamilton? Der hat jetzt Huren kassiert, dass er Sepp noch Dritter wurde. Ist unglaublich. Scheiß Sepp! Im Game. Ja, es ist aber nicht so, dass ich nicht verbremse, also weil ich ABSLA habe, verbremse ich nicht eben auch noch. Einfach. Ja, aber weißt du. Halt, ja. Ja, aber im Ding ist halt einfach, die tun gerade instant blockieren und du dreist die halt einfach fast weg, gell? Mhm. So, okay, aber es bleibt schön. Das finde ich gern. Ja. Ist ready? Moment. Ja. Okay. Texas Country, let's ride. Yeah! Oh mein Gott, so verpennt, ja so verpennt. Grande Sepp, grande Sepp. Du willst mich jetzt hassen für das, was ich jetzt mache. Yo! That start was okay. Now stay alert for threats around you. Lauf, Sepp, lauf! Der jetzt noch einen Damage bekommt, der Sepp. Da würde mich aufregen. Ich denke, das ist wenigstens ein bisschen Ehre, aber in dem Fall nicht. Wieso? Was hat das mit dem zu tun? Ich weiß das Rennen gewinnen willst, aber ja. Nein, ich weiss ja, dass ich keinen Pace habe auf dieser Strecke. Was soll ich denn da... Weißt du, wie ich meine? Das hat nichts mit ihr zu tun. Schlussendlich hat es eben mit ihr zu tun, dass ich ihm helfe. Ich weiss genau, dass er viel schneller als ich. Ja.
Ah, come on. Also da kannst du jetzt nicht so tun. Oh Mann. Ah Gott, ey. So ein eingeschnappter Mann. Aber hey, wenn es ist, wir können gegeneinander paddeln. That's true. Oh Gott, ey. Das ist aber schön zugetan. Ja, das ist ja cool gewesen, also. Aber den willst du nicht, oder? Nein, ich habe dich nicht berührt, alles gut. Shit. Aber ich habe fast all mein ERS verbraucht, um nur vorne zu bleiben. Die ganze Zeit. Ja, ich habe immer von Overtake drin gehabt. Ich lecke genau gleich wie du, merke so, oh Scheiße, wir lecken zu früh. Ich war konzentriert, mein Benzin umstellen, dass ich nicht meinen Punkt verwünscht habe, nicht bremsen sollte. Oh Alter, gerade Dirty Air abbekommen. Ein bisschen. Oh mein Gott. Ah, Valtteri. Oh, der Valtteri. Ja, Alter, der Valtteri rammt mich zweimal auf der Gerade. Das ist ja so schnell, der Hund. Piss dich, Kollege. Komm gerade wieder drin. Great maneuver. You made it look easy. Ich bin viel zu langsam auf dieser Position, wo ich jetzt gerade bin. Ich kann mich kaum halten. Oh, Alter, was für ein Slide! Holy shit! Hast du gehabt? Ich bin verdammt gerutscht, aber die Zeit letzte Kurve bin ich komplett drüber gedriftet. Nur geil ausgesehen. Ah, der Bottas kommt. Oh mein Gott, ist er schnell. Alter, ey, der rammt mich immer auf der Gerade. Der zieht immer so komisch noch über am Schluss. We're boxing this lap. Give us the best in lap you can. Oh Bottas geht in den Pits. Minim bin ich schnell, aber so 10 oder so. Ja, das weiß nicht. Exit now. You'll be racing as you leave the pits. Pit strategy. Jetzt kann ich wieder hure OP sein auf den Supersofts die ersten 2 Runden. Mein ERS hat sich langsam auch wieder erholt, ist gut. Ey, aber mein ERS erholt sich aber auch gar nicht, Mann. Er ist schneller. Mann. Ja, aber das ist jetzt normal. Das ist jetzt die erste Runde, die KI gemacht hat. Oder die zweite Runde Keep this mit up. den Supersofts. Der wird jetzt sicher langsamer werden. Ich glaube, du hast schon noch. Ich glaube nicht, dass er 5 Runden so durchziehen kann. Und jetzt hole ich mir den Valtteri! Jawohl.
Sehr schön. Wieder mal Zeit verloren. Gap to teammate ahead is 7.2 seconds. Ja, siehst du, holst auf. Sag's ja. Wenig. Ah! With a time penalty for that last incident. 3 Sekunden Was? Penalty. Bist du so cool? Nein, jetzt habe ich Corner Cut gemacht in der letzten Sekunde. Ja gut, jetzt habe ich wieder 3 Corner Cuts zu gut. Das kann ich da richtig abkürzen in der letzten Runde, dass ich vor dem Bottas bleibe und vielleicht noch 3 Sekunden rausrollen. Ach Mann! Die letzte Kurve habe ich Corner Cut gemacht, hat 2 eingelenkt, habe ich gerade geschnitten. Ah, schade, das war's mit dem Podium. Naja. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Nein, der Sepp, Alter! Willst du mich verarschen? Flag. Willst du mich verarschen, Alter? Das Drecksgame, Alter! Ey, das ist ein fucking Joke, Alter. Also ich kaufe das jetzt 100% ab, was deine Kollegen gesagt haben mit «Du hast immer Glück». Alter, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. In der letzten Runde hat er einen Motorplatzer. Alter, das Game ist doch so scripted, Mann. Ich komme aufs Podium, let's go! Ey, Mann, wie kann man nur so viel Glück haben im Leben? Simi, gratuliere. Das ist aber, also das kann sein, weißt du, ich habe es etwa 3 Mal gesagt, wenn der einen Motorplatzer hat, und der hat einen Motorplatzer. Sepp, du verdammte Hurenpfeife, hey. Alter, also GG Simi, du bist wirklich strong gefahren. Alter! Ich hätte mir zwar gewünscht, dass du ihn auf der Straße überholst, aber hey, wie kann man nur so Glück haben? Also, du kannst schon sagen, was du willst, aber das war jetzt mehr Glück als Verstand gewesen. Natürlich, ich habe mich mit P2 abgefunden, habe mich genervt. Alter, what the fuck, ey. Du hast doch das Game irgendwie so programmiert. Oh mein Gott. Nein, GG. Du bist sehr, sehr strong gefahren. Auch wenn ich... Schau, jetzt ist wieder in den Namen, sie wird zusammen vom Podium winken. Jetzt hast du mich wieder gern. Ich bin am Anfang echt genervt, also bin ich wirklich genervt gewesen. Ja, ich hab's schon gemerkt. Aber ey, das ist so... Ich kann mich, ja. So ist das alles in der Formel 1, teilweise. Ich meine, ich habe ja keine WM-Chance mehr. Ja. Aber immerhin, ey, das muss ich jetzt im Nachhinein sagen, der Fight, auch wenn ich mich aufgeregt habe, er ist clean, hart und geil. Ey, der ist verdammt hart. Dort, wo du... Der echt dritte Sektor, wo du reingegangen bist, und dachte so, Alter, dein fucking Ernst. Und ich habe schon, meine Reifen haben schon gefallen beim Anbremsen und du kommst noch rein und ich so, fuck, jetzt muss ich noch mehr überziehen. Nachher Turn 1, dort hast du den Fehler gemacht, dass du drinnen geblieben bist. Drinnen gewesen bist. Wenn du aussen wärst du an mir vorbei, weil die nächste Kurve rechts war. Oh, meine Herren, ey. Der war geil gewesen, ja, der Fight dort gestanden. Aber ich habe meine Reifen so gebumst, ich habe permanent stehendes Rad gehabt. Ich habe nicht wollen, dass es vorbeikommt. Ich wollte dem Sepp einfach einen Vorsprung gönnen. Und dann hat der Idiot wieder einen Motorplatz. Ey, das ist das 2. oder das 3. Mal? Nein, in Deutschland hat er ja einen Puncture gehabt. Ah ja, aber hat er auch Out of Points abgeschlossen. Ja, jetzt hast du 10 Punkte voraus wieder. Alter, ich muss jetzt die nächsten paar Rennen irgendwie einfach blocken. Wieder 3 Rennen. 3 Rennen. Oh, Mann. Ich muss jetzt irgendwie das schaffen, dass der Sepp vorkommt. Also Mexiko wird wird bei mir nicht gehen. Also da wirst du können noch ausbauen, wenn der Mexiko gut liegt. Aber Brasilien ist dann wieder so eine Strecke, wo man eigentlich tendenziell gut liegt. Das ist so die letzte Strecke und dann Abu Dhabi wird dann wieder mehr dein Territorium sein. Ja, jetzt haben wir ja eine Woche Pause, um uns auf ein Triple vorbereiten. Kannst du deine taktischen Spiele aus Number 2 Driver da durchgehen? Ja, ich muss das mit dem Mari Vabene anschauen, dass wir da irgendwie mal einen stabilen Motor drin bekommen. Nein, das kann es nicht sein. Aber das ist jetzt schon. Der Sepp hat echt viele Probleme gehabt dieses Jahr jetzt bedrückt. Das ist nicht das erste Mal, wo er irgendwie etwas hat. Warte, ich kann schnell schauen. Er hat ja schon mal ein DNF gemacht.
Jetzt gewinnst du gleich noch dann die Championship. Ey, wie kann man so viel Glück haben, Mann? Und ich habe dem Sepp so geholfen. Also der Sepp hat nur in Deutschland einen Nuller gehabt, sonst ist er halt so manchmal ein bisschen out of big points gesehen. Er hat so am Anfang der Saison ein bisschen viel gejoked. Ach Mann. Und Singapur halt noch. Wo das Game in Hops genommen hat. Ah ja, dort, wo er auch schon ein paar Positionen hinterher gedroppt ist, am Schluss sagt das war ein Witz gewesen. Ach Mann, ey. Der ganze Effort für nichts irgendwie. Das ist jetzt schon ein bisschen, wie soll ich sagen? Ich bin mit offenem Mund gehockt am Schluss. Und die gelbe Flagge gesehen, ich dachte, das kann nicht sein. Nein, das ist ein Joke. Das muss der Bottas hinter mir sein. Das muss der Bottas sein. Ja, vor allem, ich sehe so Yellow Flag, denke so, du bist gerade drin, ich so, was hast du jetzt? Ich denke so, Puncher, so würdest du gerade ausrufen und Retire einfach so, willst du nicht wegen der Punkte. Und dann sehe ich nur so weiter vorne, wie der Sepp plötzlich so hure langsam wird, das Pünktchen von ihm zu dir her immer wieder näher wird. Und ich denke so, du verdammter hure Bastard, Sepp. Ich zeige dir noch einmal meine Reaktion. Hey, aber das kann nicht sein, Mann. Also weißt du, das ist so ein Witz, Mann. Stell dir mal vor, wie ich mich jetzt verarscht fühle. Ich habe so einen Effort reingegeben, die ganze Zeit, dass er vorne wegziehen kann. Und für nichts. Und er wäre aufgegangen, wenn Scuderia da mal einen Motor bauen würde, wo hebt. Ja, es wäre wirklich aufgegangen. Ah, Mann. Ich bin gespannt, aber jetzt weiss ich, dass du Number 2 Driver bist. Ich habe dich nämlich letztes Mal nicht für ernst genommen. Ich dachte, da mache ich Vollgas. Also, dann muss ich meinen Teammate unterstützen, oder? Jetzt weiss ich ja, dass ich aggressiv fahre gegen dich. Ja. Oh, Mann. Ja, also, aber das war es vom heutigen Rennen in Kota. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn ja, tun doch gerne die Videos bei uns bewerten. Tun auch gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann tun wir uns mit dem sehr supporten, dass wir das Video teilen. Und dann sehen wir uns dann nächste Woche wieder für euch. Wir machen jetzt 2 Wochen Pause. Wir sehen uns dann in Mexiko wieder. Und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Tag. Macht's gut und ciao! Ciao zusammen!